Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, diesmal zum Thema Julian Nagelsmann. Wir sagen Bye Bye Hansi, willkommen Julian. Ging ja jetzt doch relativ zügig über die Bühne das Ganze. Was mich persönlich ein bisschen überrascht hat, ist, ja, dass wir ohne großes Trara bereitwillig halt so eine hohe Ablöse zahlen. Welche genauen Zahlen werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Aber was man so liest, wird es ja wahrscheinlich so um die 15 Millionen sein, plus Prämien bis zu 25 Millionen. Die Prämien werden wahrscheinlich sogar noch gestaffelt sein, irgendwie über 2, 3 Jahre, welche Erfolge man da holt, ob man Meister wird, Champions League gewinnt und sowas. Man kennt das ja. Wie ich aber in einem anderen Video auch schon sagte, wenn man von dem Trainer halt überzeugt ist und mit dem, ja, in Anführungsstrichen eine Ära prägen möchte. Ich meine, er hat für 5 Jahre unterschrieben. Und ja, wenn der die 5 Jahre da ist oder darüber hinaus sogar nochmal verlängert wird, ich meine, der ist 33. Der könnte auch 20 Jahre bei uns Trainer sein, wenn das passen sollte. Ja, dann alles richtig gemacht. Ja, ich meine, wir haben vor 2 Jahren für Hernandez 80 Millionen gezahlt. Das ist ein Spieler. Trainer ist natürlich nochmal ein ganz anderes Kaliber. Von daher wundert es mich, dass überhaupt bisher so wenig Ablösen gezahlt wurden. Liegt natürlich daran, dass man auf der anderen Seite, wie man jetzt beim Hansi gesehen hat, als Verein das auch nicht unbedingt in der Hand hat. Ja, ja. Ja, ich überlege gerade, ob ich darauf jetzt hier nochmal eingehe in dem Video, weil eigentlich soll das ja hier um Julian Nagelsmann gehen. Aber reißen wir es nochmal ganz kurz an, vielleicht mit dem Flick. Ja, er möchte halt auch seinen Vertrag wie dem DFB, ja. Wer immer da noch blauäugig, der irgendwas anderes denkt, der ist halt einfach dumm, ja. Und dass wir das so einfach gemacht haben, man weiß natürlich nicht, was im Hintergrund irgendwie Absprachen sind oder sowas, vielleicht kommt da nochmal was an die Öffentlichkeit, aber wenn wir das einfach so gemacht haben, so gesagt haben, jo Hansi, hau rein, weißt du was. Ja, hätte ich verstanden, wenn der Hansi von Anfang an mit offenen Karten gespielt hätte, weil, ja, wir haben nochmal 6 Titel geholt, wir waren super erfolgreich unterm Hansi und dann hätte man natürlich auch sagen können, jo Hansi, aufgrund deiner Erfolge, deiner Ehrlichkeit, lass uns dich aus dem Vertrag, gar kein Problem, wenn du Bundestrainer werden willst. Nur hat er das nie so kommuniziert. Ja, lass mal noch 2 Wochen ins Land gehen, dann gibt es wahrscheinlich vom DFB eine offizielle Mitteilung, Hansi Flick ist Bundestrainer. Ja, wirft natürlich ein schlechtes Licht oder, ja doch, für meinen Augen schon ein schlechtes Licht auf den Hansi. Diese ganze Farce, die er da abgezogen hat, fand ich lächerlich. Dass das dann noch auf dem Rücken vom Brazzo gelaufen ist, macht es für mich noch schlimmer eigentlich. Auch wenn er es immer bestritten hat und immer gesagt hat, alles ist gut. Natürlich hat die Presse das daraus gemacht, brauchen wir nicht drüber unterhalten. Aber er hätte halt von Anfang an klare Kante sagen können, hätte sagen können, jo, ich möchte gerne Bundestrainer werden. Wir sprechen nach dem Mainz-Spiel oder wir sprechen zum Ende der Saison mit dem Verein, ob das möglich ist. Und dann wäre doch gut gewesen. Ne? Aber gut, mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Guckt euch das Brazzo-Video an, wenn euch da meine Meinung mehr interessiert. Hier soll es um Julian Nagelsmann gehen. Wie gesagt, mich hat es ein bisschen überrascht, dass es jetzt so schnell ging und mit der Ablöse, dass wir da so bereitwillig die zahlen. Ja, auf der anderen Seite ist es dann gerechtfertigt, ja, wenn er 5 Jahre bei uns ist. Wenn man ihn natürlich nach einem Jahr rausschmeißt, was nicht klappt, dann wäre es natürlich schlecht, ja. Davon gehe ich aber erstmal nicht aus. Ich denke, wenn man auch guckt, was so auf dem Markt ist, ja, ist es die einzigste logische Konsequenz. Gibt keine Alternative. Ja, viele Kloppis, ich hätte Klopp nicht bei uns haben wollen. Klopp ist ein guter Trainer für 2 Jahre. Das muss man wissen. Danach ist Klopp durch. Ja, das war bis jetzt in jedem Verein so seine Art und Weise. Dieses Hardcore-Motivieren braucht sich dann einfach ab. Entweder musst du dann immer zusehen, dass deine Mannschaft immer wieder einen Durchfluss von Spielern hat, die das halt noch nicht so kennen. Aber ich denke ansonsten, Kloppo ist halt ein Trainer, der super ist, der super erfolgreich ist, der sich aber auch sehr, sehr schnell abnutzt, in meinen Augen. Ungefähr so wie Felix Magath, ne? Nur auf eine andere Art und Weise. Bei Magath ist eher die Angst, ne? Das harte Training. Beim Klopp ist es so dieses Motivieren und so. Was dann irgendwann too much wird und irgendwann nicht mehr ausreicht, in meinen Augen. Ansonsten sehe ich bei Klopp
So einen richtigen Plan B habe ich beim Klopp auch nie gesehen als Trainer, bin ich auch ganz ehrlich. Immer drauf, immer rennen, pressen, pressen, pressen. So, das ist Klopps Spielweise. Wenn das nicht klappt, man sieht es gerade in Liverpool, ja, dann ist da auch nicht irgendwie eine große Alternative. Aber gut, ich schweife schon wieder ab. Ja, aber es war auch nichts anderes auf dem Markt. Ja, und ich bin überzeugt vom Julian Nagelsmann, bin ich ganz ehrlich. Ich sehe ihn auch zur richtigen Zeit. Klar, viele denken, ja, hätte noch 2 Jahre Erfahrung sammeln sollen, da und da. Ganz ehrlich, Erfahrung sammelt man auch beim FC Bayern. Ja. Fertig. Ich denke, er hat in Hoffenheim gezeigt, was er kann. Er hat jetzt in Leipzig gezeigt, in der Stufe höher, was er kann. Klar ist er international unerfahren. International wird auch nur Fußball gespielt, ja. Das spielt auch nur gegen Menschen, die jeden Tag kacken gehen. Also ich finde das immer so ein bisschen, ja, das wird mir immer alles zu hoch gehangen, ja, bin ich ganz ehrlich. Hansi Flick hat auch keine Erfahrung gehabt als Trainer. So, ist bei uns eingeschlagen wie eine Bombe. Kovac hatte schon viel Erfahrung als Trainer. Ist bei uns nicht eingeschlagen wie eine Bombe. Also immer diese Erfahrungskarte. Ja, na klar, wenn du irgendwie so 20, 30 Jahre Trainer warst, ja, klar, hast du dann irgendwann irgendwo deinen Weg oder bist ein bisschen gelassener, so wie der Jupp oder sowas. Aber zum Beispiel ein Van Gaal, der kann auch 50 Jahre Trainer sein, der hat seinen Weg und der wird durchgeballert. Der interessiert das auch nicht irgendwie. Wer dem nicht passt, dann passt das nicht. Ja. Deswegen, das finde ich immer alles ein bisschen hochgehangen. Ist ein junger Mensch, klar. Er hat aber mega Bock auf den Bayern, ist sein Wunschverein. Ich denke, das macht schon allein viel aus. Wenigstens mal ein Trainer, der sich mit dem Verein richtig identifiziert. Und ja, Flick hat das auch so verkauft. Keine Frage, dass es nicht so war, haben wir alle jetzt gesehen. Ja. Weil dann geht man nicht. Klar, wie gesagt, ich kann das nachvollziehen bei ihm, aber da braucht man jetzt nicht wieder drauf eingehen. Ja, hätte halt so ein... Ich meine, der Nagelsmann ist aber auch noch ein bisschen jünger, ja. Der möchte natürlich noch was reißen. Er hat auch noch nichts irgendwie titelmäßig als Trainer auf der großen Bühne geholt. Ja. Ist klar, dass er noch ein bisschen anderen Ehrgeiz hat. Wie gesagt, ich freue mich auf den Julian Nagelsmann. Ich denke, er wird sehr gut auch die Spieler weiterentwickeln. Ich denke, er hat auch taktisch mehr drauf wie ein Flick oder wie ein Kovac hatte. Bin ich mir sehr sicher. Ich denke, da wird es nicht nur den einen Weg geben. Hat überall, wo er war, guten Fußball spielen lassen, offensiven Fußball, auch mit Pressen und so weiter. Da mache ich mir gar keine Sorgen, dass der irgendwie taktisch nicht bereit wäre für den FC Bayern, wie es beim Klinsmann zum Beispiel war oder sowas. Ja. Sehe ich gar nicht. Wie ich in dem anderen Video sagte, das Einzige, was ich gesehen hätte, wäre halt der Umgang mit diesen Weltstars. Ja. Das hat er natürlich noch nicht gehabt, das muss man ganz klar sagen. Mit so einem Levi, mit so einem Müller, mit so einem Neuer. Und das ist natürlich alles was anderes. Ja. Da muss man... Das wäre das Einzige, wo ich irgendwelche Probleme sehe oder sehen würde. Aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil wir haben auch immer dann noch einen Brazzo, wir haben noch einen Olli da. Der Karl-Heinz ist auch noch ein halbes Jährchen da. Also von daher, die würden da schon klare Ansagen an die Mannschaft geben. Ja, da mache ich mir gar keine Sorgen. Und dass er irgendwie fachlich die Mannschaft nicht überzeugen kann oder sowas, wie gesagt, glaube ich persönlich nicht. Ich freue mich, dass wir auch wieder ein bisschen mehr Feuer an der Seitenlinie haben, bin ich auch ganz ehrlich. Ein bisschen mehr Emotion, das mag ich. Ja? Denke, das werden wir beim Nagelsmann sehen. Vielleicht nimmt er sich ein bisschen zurück, keine Ahnung. Aber wegen mir muss er das nicht. Ja? Ich mag es, wenn ein Trainer auch mal ein bisschen emotional ist und mal ein bisschen Vollgas gibt an Außenlinie. Ja, ansonsten meine Prognose ist, der wird einschlagen wie eine Bombe bei uns. Ich freue mich mega auf die nächste Saison. Wir haben viele junge Spieler. Da bin ich sehr gespannt, wie weit er die weiterentwickelt, einbindet. Und er ist einfach nicht so festgefahren, irgendwie, jetzt, so wie der Flick zum Ende hin war, ja, irgendwie mit seinen 3, 4 Lieblingsspielern. Und, ja, denke, das werden wir beim Nagelsmann nicht so sehen.
Also alles, was ich so bisher mitbekommen habe, hat er nie irgendwelche Rücksicht auf großen Namen genommen oder sowas. Sondern auf Leistung. Und ja, da sollten wir beim FC Bayern auch wieder hinkommen, definitiv. Ja, das war mir diese Saison nämlich nicht wirklich. Zumindest bei 3, 4 Spielern im Kader. Deswegen, ich freue mich auf ihn. Bin sehr gespannt natürlich auch. Aber ich bin guter Dinge, Leute. Ich bin echt guter Dinge, dass das passt. Und klar wird er noch ein bisschen Erfahrung sammeln müssen. FC Bayern ist immer was anderes. Aber er weiß auch ganz klar, worauf er sich einlässt. Ja. Das ist ja, er ist ja nicht irgendwie blauäugig und es war ja immer sein erklärtes Ziel, irgendwann Trainer bei Bayern zu sein. Also er weiß auch, ja, dass der Ergebnisdruck da ist und so weiter. Er weiß schon, worauf er sich einlässt. Da müssen wir uns alle keine Sorgen machen. Und wie gesagt, ich sehe diesen Faktor unerfahren halt nicht so wirklich. Klar wird er ein paar Erfahrungen machen müssen, wird vielleicht auch 1, 2 Sachen anpassen müssen. Aber ja, das ist so ganz normal. Das ist so der Lauf des Lebens. Ne? Umso länger man irgendwas macht, umso mehr Erfahrungen sammelt man und optimiert Sachen. Also da mache ich mir echt keinen Kopf. Ja, ich freue mich. Ich freue mich, wie gesagt, ich hätte auch keinen anderen gesehen. Kloppo war für mich nie eine Option. Als Ur-Dortmunder nicht, hätte man nicht verkaufen können. Ja, ansonsten hatte ich ja Yogi noch ins Spiel gebracht. Yogi wäre so eine Übergangslösung in meinen Augen gewesen. Ich finde es aber gut, dass man das halt nicht gemacht hat. Dass man jetzt nicht noch gesagt hat, jo, komm, wir holen jetzt, ist ja egal, muss ja nicht der Yogi sein, wer war da noch im Gespräch, der Allegri und hast du nicht gesehen, Arsene Wenger und so ein Scheiß. Ich finde das gut, dass wir jetzt nicht nochmal so einen alten Sack da nehmen und irgendwie nochmal 1, 2 Jahre da wieder rumeiern. Wir sind immer noch mitten im Umbruch, ja. Das vergessen immer viele, auch mit dieser Brazzo-Diskussion, aber da brauchen wir jetzt auch nicht mit anfangen hier. Wir sind immer noch mitten im Umbruch, ja. Und ja, wenn dann ein junger Trainer kommt, der mit den jungen Spielern kann und so weiter, sehe ich dem sehr positiv gegenüber. Ich denke, das könnte echt wie Arsch auf Eimer passen. Ne? Habe ich ja auch in dem anderen Video schon gesagt. Und von daher bin ich sehr guter Dinge. Ich freue mich wahnsinnig auf die nächste Saison. Bin gespannt, was für eine Art Fußball wir spielen werden. Inwieweit auch Musiala gefördert, eingebunden wird ins Team. Und auch ein Janzu zum Beispiel, ja. Auf dem Upamecano freue ich mich sowieso riesig. Ist für mich, ja, schon einer der besten Transfers, den wir in den letzten Jahren gemacht haben, glaube ich. Vielleicht neben Davies, klar, das ist so eine Überraschung, aber Upamecano, wenn er dann nochmal einen Schritt macht bei uns, Alto Belli, dann mit Hernandez, ja, das sind 2 Innenverteidiger, da bin ich, also, wenn da noch ein guter Rechtsverteidiger dazukommt, mit dem Davis links, Alto Belli haben wir eine 4er Abwehrkette, da kannst du bitte Zunge schnalzen, ne? Süle ist natürlich auch noch da, ja, da bin ich auch gespannt. Man weiß ja auch nicht, inwieweit er so Nagelsmann-Fan ist, nur weil er mal unter ihm trainiert hat, heißt das ja nicht, dass er ihn super mag. Vielleicht war es auch nicht so sein Fall in Hoffenheim, weiß man ja nicht. Aber klar, er hat Süle entwickelt in Hoffenheim. Bin ich auch sehr gespannt, ob er bleibt oder geht. Ja, keine Ahnung, ich kann es nicht einschätzen. Kommt wahrscheinlich darauf an, was er möchte. Er möchte ja auch wieder mehr Geld haben. Und von daher sehe ich aktuell die Chancen eher 60-40, dass er wechseln wird. Ich glaube nicht, dass der FC Bayern sagt, jo, du kriegst jetzt 2 Millionen mehr Gehalt. Oder 3 Millionen, kann ich mir nicht vorstellen. Dafür sind wir bei den anderen Spielern auch hart geblieben. Das denke ich, das wird nichts. Und da er dann nächste Saison der Vertrag auslaufen würde, kann ich mir schon gut vorstellen, Chelsea soll ja angeblich Interesse haben. Wenn da halt irgendwie so die Ablöse um Upamecano auf den Tisch gelegt wird, oder so 30 Millionen, denke ich schon, dann heißt es Tschüssi Süle. Fände ich sehr schade, ich mag den Süle sehr. Aber klar ist auch, dann gibt es einen Dreikampf, ja. Was natürlich auch nicht schlecht wäre, 3 gute Innenverteidiger. Ja, warum nicht? Aber wir haben, wie gesagt, auch noch einen Yangzu, der auch seine Qualität zumindest angedeutet hat, ja. Kann aber auch defensives Mittelfeld spielen. Ja, wir haben noch Alternativen. Pavard kann Innenverteidiger spielen. Richards, aber da muss man erstmal abwarten, ob Hoffenheim ihn verpflichtet. Der ist ja ausgeliehen. Ja, also ich denke, wir haben auf der Innenverteidigerposition genug Möglichkeiten. Da sollten wir uns wirklich keine Sorgen machen. Auch mit dem Boateng und einem Alaba-Abgang.
Das vielleicht nochmal zu sagen. Gut, aber es soll jetzt hier auch nicht um eine Kaderplanung gehen. Aber keine Ahnung, was soll ich groß über Nagelsmann sagen? Ich denke, er hat bei den Stationen, wo er war, überzeugt. Ich finde auch in der schwierigen, also Leipzig hatte eine ähnliche Situation wie wir, ja, so von der Vorbereitung her und so weiter. Und dann stabil, souverän vor Dortmund, vor Gladbach, vor Leverkusen auf Platz 2 einzulaufen in der Bundesliga, sagt halt auch schon viel aus. Und das, obwohl sie ohne Torjäger sind quasi. Ja. Mit Timo Werner ist der Top-Torjäger gegangen und haben nicht wirklich einen Ersatz gehabt. Also von daher kann man schon sehen, wie oder wo das Leistungspotenzial da ist, wie der Nagelsmann das gecoacht hat. Also auch selbst in der schwierigen Lage. Wie gesagt, die haben auch nicht mehr Vorbereitung, nicht viel weniger Spiele gehabt wie wir. Denke ich, hat er das auch sehr gut gemacht. Ja? Muss man auch mal so sagen. Und von daher bin ich guter Dinge. Ich freue mich auf den Julian und ja, ich hoffe, ja, dass es dann echt mal jetzt konstant ist auf der Trainerposition. Ich denke, so die letzte Zeit, so mit dem Flick und Kovac und so, haben wir genug ausprobiert. Ich hoffe, das passt alles so, wie ich mir das auch wünsche. Ich denke halt, es könnte wie Arsch auf einmal passen. Und ich sehe da keine Probleme, auch mit der Zusammenarbeit zwischen Brazzo und Julian, ja. Aber gut, ich möchte jetzt nicht wieder in das Thema abdriften. Alle Leute, die sich mit dem Verein nicht wirklich beschäftigen, glauben halt, was so geschrieben wird. Alle anderen, die ein bisschen Ahnung haben, sollten wissen, warum das so gelaufen ist, wie es läuft. Spätestens in 2-3 Wochen, wenn der Hansi sagt, ja, ich bin jetzt Bundestrainer. Vielleicht macht es dann bei einigen Klick im Kopf, ich weiß es nicht. Gut, meine letzten Worte. Ich freue mich auf den Nagelsmann, ich bin überzeugt. Wir werden es natürlich sehen, ja, das ist nur meine persönliche Meinung. Wir werden nächste Saison genauso kritisch mit ihm umgehen wie mit jedem anderen Trainer. Wir können nochmal Danke Hansi sagen. Es ist schade, dass er so den Abgang forciert. Ich hätte mir das ein bisschen anders gewünscht. Aber nichtsdestotrotz war er der erfolgreichste Trainer, was Titel anbelangt in einer Saison, auch glaube ich vom Punkteschnitt her und so weiter. Also Hansi hat alles richtig gemacht. Den Abgang hätten wir ein bisschen besser machen können. Jo, zumindest in meinen Augen. Aber gut, so ist das Geschäft. So ist der Fußball heutzutage leider. Ich denke aber, mit dem Nagelsmann ist das alles ein bisschen anders, weil er einfach, ja, er ist halt Fan, so in Anführungsstrichen. Ja, das war immer sein Wunschverein und ich denke, ja, ich freue mich richtig auf die neue Saison, oder auch auf die kommenden Jahre. Ich denke, das passt echt gut. Gerade auch dann mit dem Olli im Hintergrund und sowas. Ich freue mich auf die Zukunft bei uns im Verein. Ich bin sehr gespannt. Ich finde es auch gut, dass wir finanziell nicht irgendwie so die großen Kaspereien machen. Dass wir da, wie ich schon öfter gesagt, beim Alaba da klare Kante gezeigt haben und so weiter. Und auch das beim Süle zeigen werden, bin ich mir sicher. Ja, und dann wird man sehen, müssen die Spieler dann entscheiden, ne? Ob sie mir ist an mir leben oder nicht. Ich meine, vielleicht mal da nochmal ein Wort zum Kimmich, der jetzt keinen Berater mehr hat. Ist in meinen Augen der richtige Weg für die Zukunft. Ja? Ich habe das bis heute nicht verstanden oder ich verstehe es bis heute nicht, warum muss man... Klar, wenn du irgendwie dritte Liga rumgammelst, wenn du ein junger Spieler bist, klar, verstehe ich das alles, dass man einen Berater hat, der irgendwelche Beziehungen hat, der irgendwelche Strippen ziehen kann, der dich irgendwo unterbringen kann und so weiter. Ist dann alles nicht so leicht als junger Spieler, sich irgendwo anzubieten oder sonst irgendwas. Bin ich ganz d'accord. Aber wenn man gestandener Profi ist, ja, der beim großen Verein spielt und auch bei dem Verein bleiben möchte, beziehungsweise ja selbstständig genug ist und wo es nicht nur um Kohle geht, ja, ja, wofür brauchst du einen Berater? Wofür brauchst du einen Berater, der sich mit am Verhandlungstisch setzt und da irgendwie 10-20% sich reinzieht und wo der Verein noch da irgendwelche Millionen rüberschieben muss, nur damit er da mit am Tisch saß? Also, versteht ihr, was soll das? Deswegen ist ja, finde ich den Schritt vom Kimmich super, ist ja nach Kevin De Bruyne so der zweite Spieler, der das gemacht hat.
Bin mal gespannt, ob da noch ein paar Folgen werden. Ja, aber wenn man halt nicht gerade meint, so, ja, ich muss jetzt unbedingt, die nächsten 2 Jahre muss ich aber unbedingt 20 Millionen mehr verdienen oder sowas. Ja, wofür braucht man einen Berater? Ne? Wie gesagt, wenn man auf dem Level ist, braucht man keinen Berater. Man braucht nur einen Berater, wenn es ums Geld geht. Von daher denke ich, ist das schon ein Zeichen, was der Kimmich da gesetzt hat. Freut mich auch. Ich denke auch, der Vertrag wird dann auch irgendwann verlängert werden. Gehe ich fest von aus. Ja, und da freue ich mich drauf, ne? Vielleicht zum Nagelsmann nochmal. Ich denke, ja, was halt relativ wichtig sein wird, wo ich mir aber auch keine Sorgen mache, ist halt so, ja, mit den kommenden Führungsspielern und den aktuellen Führungsspielern, das muss man vielleicht noch so ein bisschen managen. Das ist so mehr so das Zwischenmenschliche vielleicht. Ich denke schon, man merkt, so langsam ist so ein Machtwechsel da in der Mannschaft, ne? So Neuer, Müller. Jetzt kommt da so ein Kimmich rein halt, der immer mehr und mehr da Ansprüche stellt und das könnte vielleicht irgendwann mal zu Reibereien führen, aber ja, ich denke mal, so Müller ist auch nicht mehr 2, 3 Jahre auf Topform. Wir werden mal sehen. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich, dass er Müller so gute Form hat aktuell. Muss man aber auch mal sehen. Ich würde es auch begrüßen, zum Beispiel da vielleicht noch mal ein paar Worte zu. Wenn der Müller nicht zur EM mitfahren würde, bin ich ganz ehrlich. Weil ich denke, der wird das nicht so verpacken. Er ist nicht mehr der Jüngste und dann wieder keine Pause in die neue Saison rein und sowas. Keine Ahnung, ich würde es ihm natürlich gönnen, wenn er das möchte unbedingt, dann soll er das machen. Aber, ja gut, ich meine, wir haben da Musiala, aber der fährt ja wahrscheinlich auch mit. Schwierig, schwierig. Also wir werden auch in der neuen Saison keine leichten Vorzeichen haben für Nagelsmann. Wird auch gleich auf die Probe gestellt, aber wie gesagt, hat er in Leipzig auch gut gehandelt diese Saison. Und ich denke, das wird auch bei uns klappen, da bin ich mir sicher. Und ja, Schlusswort, ich freue mich auf den Nagelsmann. Ich habe auch nicht wirklich eine andere Alternative gesehen. Pep wäre die andere Alternative für mich gewesen. Aber Pep hat noch ein paar Sachen in Manchester zu erledigen. Und ich denke, wenn der Nagelsmann so einschlägt, wie ich mir das denke, werden wir den Pep bei uns auch nicht mehr sehen. Vielleicht so dann, wenn er mal steinalt ist oder sowas. Aber wenn das gut klappt mit dem Nagelsmann, werden wir vielleicht endlich mal wieder für eine längere Zeit mal wieder Konstanz auf der Trainerposition haben. Was mich sehr freuen würde. Immer so alle 2 Jahre so einen neuen Trainer. Ja, hat irgendwo auch was, aber ich finde es halt echt mal gut, wenn da mal ein Trainer da ist, der das Team auch entwickeln kann und dann auch so in Abstimmung mit dem Verein auch nach seinen Vorstellungen bauen kann. Und wie gesagt, wir stehen vor einer Herausforderung die kommenden 2 Jahre mit Müller, Levi, Neuer, wo Neuer in Anführungsstrichen, Torwart kann immer ein bisschen länger spielen, sie Buffon. Jetzt auch noch bis 40 irgendwie Top-Leistung bringen. Aber ich denke so, Levi, Müller wird schwierig. Ich denke so 2 Jahre, dann läuft der Vertrag aus von Levi. Dann ist er 34, fast 35. Schwierig. Ich glaube nicht, dass man dann nochmal irgendwie nochmal einen 2, 3 Jahresvertrag. Ich meine, gut, wenn die Leistungen immer noch stimmen, wenn er so ein Ronaldo macht oder sowas. Klar, oder so ein C. Roberto, der auch bis 38 gespielt hat. Ist schwierig zu sagen. Ne? Wird man sehen. Auch bei Müller wird man sehen. Ansonsten, ja, sind wir gut aufgestellt mittlerweile. Ne? Wenn Boateng dann weg ist so der letzte alte Haudegen. Und man muss halt einfach langsam den Umbruch machen. Was haben wir getan? Man muss die alte Generation dann rausnehmen, die neue in Verantwortung bringen, was der Kimmich sehr gut übernimmt. Auch Goretzka, finde ich, macht's gut. Ich denke auch Hernandez wird noch wachsen, was so Verantwortung und sowas anbelangt. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Gut, das soll es gewesen sein. Ich bin natürlich jetzt ein bisschen abgeschweift. Ihr habt es gemerkt, von Hü und Hot und hin und her. Ich hätte natürlich auch ein 5-Minuten-Video machen können und sagen können, hallo Julian, wir freuen uns auf dich. Ich bin guter Dinge, dass es klappt. Hätte auch gereicht, wa? So habe ich noch mal ein paar Themen angeschnitten. Naja, ihr kennt das. Wenn ich einmal anfange, dann springe ich hin und her und gut, Leute, das soll es gewesen sein.
Rot-weiße Grüße gehen raus, bleibt gesund, habt noch eine schöne Restwoche. Wir hören uns sehr wahrscheinlich erst wieder in 1,5 Wochen wieder zum Bundesligaspiel. Sei denn, es passiert noch irgendwas Dramatisches bei uns im Verein. dass Lothar Matthäus Co-Trainer wird oder sowas. Gut, Leute, haut rein, bis dann, tschüssi.